Einsatz des Planet E Luftschiffes in den frühen Morgenstunden. Mit Sonnenaufgang soll ein besonderes Experiment starten. Am Fuß des Kölner Wahrzeichens laufen die letzten Vorbereitungen. Von Routine keine Spur. Also das Projekt ist schon eine Herausforderung, auch jetzt von der Technik her, weil wir ja hier vom Kölner Dom stehen und der ziemlich hoch ist und das ist mitten in der Stadt. Und ich glaube, es hat auch vorher noch nie jemand gemacht, dort mit einem, sag ich mal, Prallluftschiff dort zu fliegen. Mit dem Luftschiff über dem Dom, das ist das Mindestziel. Wenn heute alles passt, dann können wir schon mal zwischen die zwei Türme durchfliegen. Das wäre schon nicht schlecht. Ein hohes Ziel, exakt 157 Meter hoch. Die Gefahr für Touristen und das Weltkulturerbe verhinderten bislang Flugaufnahmen zwischen den Zwillingstürmen. Ich kann das jetzt nicht beurteilen, was oben am Dom für Wind geht. Und daher fliege ich da auf Sicherheitshöhe und prüfe erst mal oben, wie es ist. Trotz aller Vorsicht, der Zeppelin verschwindet hinter dem Dom. Wenn ich den Dom umfliegen will, dass mir die Türme den Funk nehmen. Hier ist sehr viel Leitung und alles. Das ist das Problem. Starre im Team, bange Sekunden, Blindflug. Doch nur für einen Moment. Und dann gelingt der Anflug. Auf wenige Meter nähert sich der Zeppelin den Kreuzblumen der gotischen Türme. Das ist er. Viel besser geht's nicht. Das ist sogar tiefer. Das Bild ja. Perfekt, ja, ich habe alles gehört. Super. Ja, mit unserem Prallluftschiff sind einfach Aufnahmen möglich, die man sonst noch nicht gesehen hat. Man kennt die Bilder aus dem Hubschrauber, von Drohnen. Aber Zeppelin ist absolut spezial. Es sind super Anflüge möglich, man kann sehr nah ran, man kann in Städten fliegen. Also es sind wirklich außergewöhnliche Bilder. Und einmalige für die zweiteilige Dokumentation Abenteuer Rhein. Eine Reise vom Quellsee über Köln bis Rotterdam.